Aber diesmal scheißen wir gediegen auf den Kuchen, denn wir wollen nur eins. Wir wollen die Coins. Und wir wollen alle Coins. Herzlich willkommen zu meinem ersten Subset der Retro Achievements, dem Super Mario 64 Coin Collector. Es gibt 18 Achievements an der Zahl und wie ihr vielleicht alle wisst, es gibt 15 Kurse und 3 Bowser Stages. Und für jedes dieser Level gibt es ein Achievement. Wir müssen alle Coins hier sammeln. Ich habe sehr Bock. Das Ding ist, ich habe leider kein Gamefile, die Sterne beinhaltet. Das heißt, ich muss jetzt die nebenbei noch schnell alle sammeln und so. Das heißt, alle? Ja, alle muss ich nicht sammeln. Ich muss nur den Progress auf jeden Fall machen. Aber das Main Game kennt ihr ja schon alle. Das ist ja auch schon komplett mit den Retro Achievements auf meinem Kanal vorhanden. Das haben wir letztes Jahr gespielt. Wenn mich nicht alles täuscht, aber doch, ja. Jetzt haben wir ja gehundertprozentet und gemastert. Und da ich einfach mal sagen, hol ich nur die Sterne jetzt, bevor es dann losgeht. Leute, wenn ihr Bock habt auf mehr solchen geilen Shit, wie den Retro Achievements und eben solchen Challenges, dann gebt doch gerne eine positive Bewertung und lasst doch ein Abo da. Dankeschön. Und außerdem folgt mir gerne auf Instagram. Es gibt direkt in der ersten Stage, Bob-Oms Battlefield, 2 Problemchen oder 2... Ja, 2 Spots, die mir ein bisschen, Gedanken machen. Und ich glaube, ich brauche niemandem das Spiel erklären. Wir haben gerade den Red Switch betätigt. Und jetzt können wir ja richtig restarten in diese Challenge. Denn wir brauchen auf jeden Fall die Wing Captor dazu. Wo befinden sich die ganzen Coins? Alter, keine Ahnung. Du hast nur jetzt an 146 in dieser Stage. Und ich hoffe, dass ich wirklich nichts vergesse. Also, erster Punkt. Wie ich ja schon angeteased habe mit der Wing Cap, brauchen sie, weil wir oben in den Lüften riesige Coin-Ringe haben. Die müssen wir natürlich alle irgendwie sammeln. Ja, perfekt. Kontrolliert die Bombe gezündet. Und dafür brauchen wir die Wing Cap. Dementsprechend schon mal ein paar Sterne gesammelt, damit wir den Spaß überhaupt aktivieren können. Oh. Ja, nochmal gekonnt gedodged. Und dann gibt es noch einen weiteren Punkt, den zeige ich euch dann, wenn es soweit ist. Es zählen natürlich die Red Coins auch dazu. Na, es geht dann um den allgemeinen Counter. Den müssen wir ja erwischen. Den Cooper. Der ist sehr wichtig, der gibt 5 Coins. Aber das soll halt kein Problem sein. So, Cooper. Oh, so direkt. Ja, direkt den Double Hit vollführt. So, aber das ist mir ehrlich gesagt zu risky, wenn ich jetzt mit dem Cooper-Panzer mal her wirre. Da können wir enormen Speed aufbauen und den brauchen wir jetzt nicht. Sonst wird die Steuerung einfach nur zu ungenau. So. Ich denke, wir haben bisher noch nichts übersehen. Putz. Ja, okay. Wir sind direkt an dem Spot angelangt, der mir Gedanken bereitet. Und zwar müssen wir um diesen Pfahl rumlaufen. Und wir haben es schon. Und wir haben alles gekriegt. Okay, krass. Schon der hat mir ein bisschen Sorgen bereitet, aber so. Jetzt natürlich. Perfekt. Wir sind auf einem guten Kurs. Bam. Oh yeah. Ich habe ja damals schon gesagt, beim originalen Durchlauf von Super Mario 64 mit den Retro Achievements, mit dem normalen Set, dass ich sehr, sehr viel Bock drauf hätte, den Coin Collector zu zocken. Ja, hat jetzt gar nicht so lange auf sich warten lassen. Ich weiß, es läuft nur momentan Super Mario Mon und Zelda Majora's Mask, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich stehe jetzt in meinem härtesten Jahr, 2026 wird das härteste Jahr, das ich jemals gehabt habe. Das weiß ich definitiv. Und dann habe ich mir gedacht, yo, ich möchte so viel wie möglich mit YouTube durchböllern. Und dann ist vielleicht einmal nicht so blöd, wenn man dann einmal das ein oder andere Mal wirklich das macht, was das Herz begehrt. Ja. Ich meine, versteht's mir nicht falsch. Oh lol, alles klar. Okay. Majora's Mask und Super Mario Mon sind beides Projekte, auf die ich Bock hab, ne? Aber ihr kennt es doch sicher, wenn man
so, ja, ein bisschen schon Herzflattern gekriegt. Und einfach über den Hype Bock hat auf irgendwas Bestimmtes. Ja, das ist jetzt hier gerade der Fall. Deswegen, ich muss einfach. Es führt ja nichts drum rum. Und es ist auch eine neue Experience, mal wirklich alle Coins zu sammeln, die es hier in dieser Stage gibt. Ich bin gespannt, ob es im Laufe der Zeit auch irgendwie Coins gibt, die irgendwie so versteckt sind oder so. Ja, also die man jetzt vielleicht so gar nicht sieht, die vielleicht irgendwo in der Wand glitschen oder keine Ahnung. Also ich bin gespannt, ob sowas irgendwie mal kommt oder so. Und ich denke, ich sollte vielleicht die Musik ein kleines Stückchen leiser machen. Ja, wie dem so sei, ich lasse das jetzt einfach mal in diesem Part so wie es ist. Und dann schaue ich eben dann in der Post-Production für den zweiten Part, ob ich da nochmal was ändern muss oder nicht. Das heißt, wenn die Ingame-Mucke ein klein wenig zu laut ist im Verhältnis zu mir, dann tut es mir natürlich leid. Und ihr seht schon, wir sind jetzt schon bei 88. Das ist natürlich eine sehr unglückliche Zahl jetzt. Wie sollen wir da noch auf die 146 kommen? Oh. Das war gefährliche Coin. Die wollte hier gerade den Schuh machen. Alter, das ist ja interessant. Wir haben alles geholt, was möglich ist, ohne die fliegende Insel. Und es sind 99. Das heißt, du musst für die 100 Coins, für den 100 Coins da, auf die fliegende Insel. Das ist doch ein nicer Fact, oder? Okay, dann müssen wir jetzt wieder schauen, dass wir genau den Baum erwischen. Ja, so. Oh, das war knapp. Juhu. Den sammeln wir ja direkt, ey. Oh. Da muss ich aufpassen. Bei dem muss ich jetzt aufpassen. Das war vielleicht nicht so schlau, dass ich das schon examiniert habe. Wenn ich da hinten land. Okay. Ich darf auf jeden Fall unter keinen Umständen diesen Stern sammeln, weil sonst werden wir aus der Stage geschmissen. Und wir wissen ja alle, dass es vielleicht momentan nicht so die klügste Idee ist. Wenn wir versuchen, alle Münzen zu sammeln. Also. Oh ja. Das war schon mal ja gut. That was really, really good. Das war really good. Oh, das war so crazy gehen. Hätte ich den jetzt noch extra mit. Wir lassen die vordersten Münzen mal als Richtwert stehen. Die kann man nämlich zum Schluss ganz easy einsacken. Aber im Endeffekt ist es jetzt so, dass wir uns einfach die ganze Zeit hochböllern und versuchen, die Münze in der Luft zu fangen. Oh, ja, da war die. Oh mein Gott. Oh. U-Turn. Yes, sehr gut. Das wird das natürlich. Ja, genau, böllern wir alles voll mit Sternen, ja, damit die absolut Gefahr laufe. Hier. Oh. Okay, aber wir haben den schwierigsten Ring eigentlich schon gesammelt, gell? Hier, der zweitschwierigste wäre nur so eine Sache. Oh ja. Ist ja nochmal gut gegangen. Oh. Close one. Am besten die Wingcap nicht überstrapazieren. Ganz langsam rüber. Das Problem ist, dass die leider erst recht spät gerendert werden. Oh, ist das arschig, ey. Ja, pass auf, dann machen wir es vielleicht doch wieder so mit Anlauf und dann... Ja. Okay. Wir sind auf einem wirklich, wirklich guten Kurs. Die letzten 11 to go. Kämen wir an die obersten Coins daran? Wahrscheinlich nicht, gell? Oh ja, okay, den haben wir noch. Dann muss ich wirklich schießen. Okay, einfach mal so. Okay, ja. Der langsame Flug tut gut. Jawoll! Und das war viel zu früh. Aua, aua. Alter, nur noch 5 Coins. Wir haben es gleich. Sehr, sehr geil. Und da sind sie, die letzten 5. Oh, lol. Der andere macht einen Abgang direkt nach unten. Okay, dann muss ich anders starten. Vielleicht von hier. Ja, bam, bam, bam. Errungenschaft freigeschaltet. Treasure 1. Und das war's.
meine lieben Freunde, mit dem ersten Achievement. Und so mit dem ersten Part, Bob-Bombs Battlefield, Super Mario 64 Coin Collector. Den nächsten Part findet ihr in der Endcard, sobald er online ist. Mit Thwomp's Fortress. Bewertung definitiv nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal.